Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VGLU Next. Mein Name ist Rod von der VGLU Crew und ich bin hier für zu sagen, was am nächsten Gaming Café so alles geplant ist. Den 19. Mai ist darum soweit, der Gaming Café mich nächstes singieren ab. Und das hier ist aber ein bisschen mehr spezielle Gaming Café. Den Gaming Café fängt schon um 2 Uhr mit der Sonne an und ist nicht am Kulturhaus, mehr ist am Wirtsbusch, wo Gameland gemacht wird. Also, danke für was zu schreiben. Den Gaming Café vom 19. Mai fängt um 2 Uhr mit der Sonne, geht auch bis 2 Uhr Nacht an und ist am Wirtsbusch. Aber weil der Gaming Café auch das hier ein bisschen wie XXL aus, kann man sagen, haben wir auch viel mehr Events geplant wie ich. Als ein erstes Bühnen-Event als der Multiplayer-Matchup. Da könnt ihr bis zu 4 Spieler auf Bühnen kommen und die Spieler zocken, die wir euch zur Verfügung gestellt haben. Und die respektiven Spieler sind Ultimate Chicken Horse und das Spiel, was ihr hier am Hintergrund seht, den Lethal League. Das sind Bait, wenn ich mich gut erinnere, 2 Free-for-All-Games und Free-for-All-Format gespielt. Also als hier der Multiplayer-Spaß garantiert. Als nächstes am Programm steht eine Rockband-Kompetition. Hier könnt ihr euch als Gruppen melden und einfach nehmen aufrocken. Die beste Performance wird natürlich belohnt. Das heißt an der Wieder, ihr könnt auch hier Preise gewonnen. Also lasst einen innerlichen Mick Jagger und Freddie Mercury Rouge raus und weist euch zumindest virtuell, wie der aufrockt. Und am Freitag kommen wir dann ein Dragon Ball Fighters Turnier. Registrations sind um 5 Uhr und das Turnier fängt dann um halb 6 Uhr an. Also habt ihr noch genug Zeit für einen Trapperbolic Time Chamber zu gehen, für eure Setups und eure Kombos zu trainieren, weil die Kompetition die ist schon ziemlich groß. Und plus haben wir am Fighting Game Corner auch noch ein Last-Minute Fighting Game Tournament parat. Denn das ist ein Oldschool Fighting Game, den Double Dragon für Neo Geo. Den hast du für kurzem entdeckt und die Organisatoren sind halt den Canoran und den Gabe dos Santos. Die haben uns gefragt, für einen kleinen Turnier zu machen als Side-Event. Und wir sind natürlich wie was nicht. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, für einen guten Oldschool, ein bisschen mehr unbekannten Fighting Game zu spielen, dann könnt ihr ruhig da losgehen. Und dann gibt es sogar noch einen kleinen Preis zu gewinnen, also es lohnt sich. Aber für die Leute, die Woche drauf auf Frankfurt an Hessen Crash gehen, also ein Turnier, da haben wir natürlich all die Spieler, die am Hessen Crash angeboten gehen, haben wir am Gaming Café natürlich zur Verfügung gestellt, sodass sie sich ruhig da können ein bisschen austoben und ein bisschen für die großen Turniere auf Frankfurt trainieren können. Und natürlich, wenn da Casual Stations oder Casual Fighting Games wollt spielen, ist das natürlich kein Problem am Fighting Game. Und natürlich ist ein Monthly Smash Camera Matt von der Partie. Wie gewinnt ist das drin am Swiss-Format, das heißt als Smasher, die können wir smashen. Der wisst ja, hier at the Gaming Café, we let you smash. Und als nächstes haben wir als Kollegen von eSport Luxemburg, die ein CSGO-Turnier organisieren, ein 1v1-Turnier. Und die fängt da schon auch direkt um 2 Uhr an, also um 2 Uhr sind Brackets und um 6 Uhr ist dann Top 4 und Top 4 wird auf der Bühne projiziert. Und ich will euch dann kurz erinnern, dass ihr euch online hier erschreiben. Und zu guter Letzt kommen wir dann zum Main Event von dieser Edition vom Gaming Café, brought to you by the Real Pain himself and his goons, den Mario Party Revengeance. Wer von euch dann eine gute Erinnerung hat, die kann sich daran erinnern, dass an der Oktober-Edition von 2017 am Gaming Café den Real Pain schon ein Mario Party Event veranstaltet wird und den ist, wie ihr alle noch wisst, ziemlich dramatisch ausgegangen. No! No! What happened? No! He pulled the plug. Good job. Good job. Good job, everybody. Thank you, President. Are you fucking kidding me? You restarted the fucking game! I was winning that! Thank you! Good job, everybody! It's done! Fuck! The Real Pain als den Companions sind schon für die nächste Runde. Und das alles am Real Pain Style, das ist mit ganz viel Trash Talk, mit over-the-top Entrances and a whole lot of savagery. Sterne gesammelt, Sterne verschenkt, Sterne geklaut. Der wisst wie Mario Party ist. Das Spiel ist alles außer fair. And that's why we love it.
De Mario Party Event fängt halt no de Finalen von den Fighting Games an. Dat heißt so gegen halb 11 Uhr. Für alle Events sind natürlich Preise von insgesamt 100 € vorgesehen. Und nebenbei lebt noch über den ganzen Tag als Coin Collector. Und was geht da bei Coin Collector? Man das ganz einfach, der geht bei der Comptoir, der froh die Bändchen an 2 Münzen, der geht erst einer Gegner sich, die eure Bändchen an 2 Münzen haben. Der Challenge Day an jedem Game, egal wer frei, der macht ja Regeln. Der Gewinner der kriegt dann eng Münz von dem Verlierer. Da könnt ihr Coins sammeln. Wenn der bis 3 hat, da könnt ihr ein Sloppy an Getränks für nichts kriegen. Mit 10 könnt ihr einen Preis aussichern, und zwar aus einer Lootbox. Uff, das war doch schon alles für den Gaming Café, den bisschen großen Gaming Café, wo wir noch 4 haben. Wenn ihr froh sind, könnt ihr natürlich Kommentare lassen. All wichtig. Social Media Seite von den verschiedenen Gruppen, die mitmachen, sowie alle wichtigen Informationen also in der Description. Da bleibt mir noch schüsse so, ob das war dir, kommt leicht und spielt mit.